Haut stimmer dann der Gesetzentwurf 8606 auf, mit dem den neuen Gesundheitsberuf am Anfang ist kein neu, wir schaffen just legale Kader geschafft wird, die vom Genetikbüro. Prinzipiell begrüße ich das Initiativ, weil sie gesetzlichen und professionelle Kader schafft. Ein Genetikbüro, also Spezialist, die potenziell genetische Risiken am Voraus evaluiert, Patienten und Familien informiert, also sie während dem medizinischen Parcours begleitet. Hin unterstützt dabei auch den Humangenetiker, sowohl auf fachlichem wie auch auf administrativem Niveau, ohne ihn aber zu ersetzen natürlich. Das ist ein neuer Beruf, soll auch helfen, Wartezeiten zu reduzieren, was zu Lützeburg ja regelmäßig kritisiert, allgemein problematisch ist. Der bleibt hier aber kritisch und hofft, dass nicht Patienten an einer ersten Instanz sehr zufriedengestellt sollen gehen durch eine kurzfristige Prise en charge und dann aber noch eine Ewigkeit auf Resultate und Rendezvous beim Doktor werden müssen. Hier soll dann noch dementsprechend abgepasst gehen, wenn Statistik gemacht wird über die Wartezeiten im Gesundheitsbereich. Bon, das Schaffen von einem legalen Kader für einen neuen Beruf wird heute gemacht mit diesem Gesetzesprojekt, wir dürfen nicht beim einzelnen Schritt bleiben. Für die Qualität von unserer Gesundheitsversorgung zu garantieren, muss das Land attraktiv für hochqualifizierte Spezialisten gehen und bleiben. Wir dürfen sie nicht nur hinlocken, wir müssen doch fertig bringen, sie hier zu halten. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Rezent hat recht, ein international unerkannter Neurolog, den am Sergel speziell am Bereich von der Demenz geschafft hat, aus dem Land direkt gedreht. Und das ist nur ein E-Beispiel, wahrscheinlich geht der leider mehr. En patienten, mandé juste de mail, nous attendons de recevoir les instructions pour refixer un nouveau rendez-vous. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais pour vous communiquer les nouvelles informations. Das ist definitiv keine Continuation des Soins. Und du hilft doch nicht nur ein Schaffen von neuen Berufen. Der stellt doch fest, dass dieser Gesetzesentwurf außergewöhnlich sehr durch die Instanzen wie gegangen ist, erstaunlich, wenn ihr bedenkt, dass es hier um einen Beruf geht, wo aktuell just eine Person betroffen ist hier im Land. Zur selben Zeit bleiben andere wichtige Gesundheitsberufe, und das für die Rundschmenge vom Herrn Kollege Gras erwähnt gehen, ich nenne heute den Psychologe, auf der Strecke und noch immer ohne adäquaten gesetzlichen Kader, obwohl es notwendig geht, unserer Meinung nach, ob man es mal, und noch ich meine anderer Meinung, wie wir gerade hören, da viel mehr groß ist. Das wird frohen ob. Ginget so sehr, weil ihn vom französischen Oper sich inspirieren gelassen wird, das hat wohl ein bisschen zu sehr gegangen, weil beim Aufschreiben den Datum vom französischen Gesetz falsch kopiert wurde, und scheinbar nicht genug Zeit war, das Errormaterial am Exposé des Motivs zu korrigieren. Oder spielen hier persönliche Relationen mit dran. Die Werte Spekulationen bleiben, außer dass man am Minister das nur noch eine Erklärung für was das auf dem Museum geht. Also der so mir ganz klar, mir hätte gerne die nämliche Energie, wenn dem anderen Beruf am Gesundheits- und Pflegesektor geht, die schon lange ob eine Unerkennung an gesetzliche Kader oder ob Anpassungen von ihren Attributionen werden. Zum Schluss ging ich gerne ein anderes Sujet schwatzen, den aber auch an das Thematik fällt, dafür drüber noch schon geschwärzt ging. Ich hatte die Problematik auch schon durch einen mündlichen frohen Gesundheitsminister geschwärzt. Kader von den langen Wartezeiten hat der Mai 2024 die Rechtfertigung vom Monopol von Malanasa vorgestellt. Der Minister hat damals geantwortet und versichert, dass am Kader vom neuen Plan Strategique auch das LNS-Gesetz überprüft wird und dabei auch das Monopol zur Debatte steht, besonders an der Pathologie. Die Versprechen von der Regierung, die Analysendelehen zu reduzieren und eventuell mehr Flexibilität für Analysen im Ausland zu schaffen, braucht final Klarheit und nicht nur Zukunftsmusik. Und das ganz sicher an einem Kader von der Continuation des Soins. Dafür meine Frau Hauder und ich, Madame Minister, wo Sie mir da drohen, und was sind die konkreten Fortschritte? Ich gehe meiner Fraktion natürlich, oder meine Fraktion geht aber nach kurz zu diesem Gesetzesprojekt, weil das wichtig ist, legal Kadren für uns Berufe zu schaffen, die sowieso schon im Terrain schaffen. Bitte.